Herzlich willkommen zu Viva la Movielusion. Mein Name ist Corby und heute ist mit dabei der Kani. Hi. Und der Mike. Servus. Und wir reden heute über einen großartigen Film mit einem wunderbaren Tier, einem Fisch. Und zwar, Kani, über was reden wir? Über? The Mac. Oder im Deutschen einfach nur Mac. Weil die Deutschen kein D übersetzen können. Semek. Semek. Oder Femek. Mac. Mit einem großartigen Schauspieler, bekannt aus diversen Blockbustern, Jason Statham. Und er spielt den Jonas Tyler. Was macht der Jonas Tyler? Wer kann das beantworten? Okay, ich versuche es mal kurz zu fassen. Also es geht um den Jason Statham, der den Jonas spielt. Das ist so der Profitaucher schlechthin. Fährt da über, wenn zum Beispiel so Tiefseeunglücke sind, rumpelt der da oben und schaut, dass er rettet, wen er retten kann und rettet, was zu retten ist. Nach einem Missglückten, ich sage mal, das ist dann noch so ein Thema für später, es ist zwar unglücklich gelaufen, aber er hat eigentlich was richtig gemacht. Zieht er sich aus dem Business zurück und hockt, glaube ich, in Thailand umeinander und sauft den ganzen Tag halb rein, bis dann irgendwann die unvermeidbare Situation kommt, dass er wieder abtauchen muss, weil seine Ex-Frau in Nöten ist. Da ist er natürlich gleich am Start und taucht da runter und dann nimmt das alles seinen Lauf und wir haben dann auf einmal einen riesigen Fettsackhai Megalodon am Knack. Genau, und damit jetzt die Leute nicht die ganze Zeit fragen, kommt Megalodon oder Mac von Mac oder Megalodon von dem anderen? Wir haben uns vorhin beraten und wir haben schon die Vermutung, dass Mac was mit Megalodon, wie heißt der? Megalodon, der Zipfel. Das ist sowas wie ein Digimon, oder? Ja, also in die Richtung, die erste Stufe. Es hat auf jeden Fall was mit dem Namen von dem Film zu tun. Ja, genau. Man muss einmal aufpassen, weil später Cliff Curtis mit und der Typ heißt auch Mac. Also es ist recht verwirrend. Die zwei Figuren kann man schwer auseinanderhalten. Ja, stimmt. Aber ich glaube schon, dass es wirklich dann auf den Hai bezieht, da ja das ein prähistorischer Hai ist und sie das dann quasi namentlich, da das recht gut dazu passen, hätte ich gemeint. Nicht verzeihen können, was der Jason Statham in dem Film tut, aber jetzt ein Geschäfteln, oder? Du kannst gleich abhauen. Ja, hin und wieder muss ich schon mal was sagen, und sagen gleich, hey, das heißt, 3 Leute sind dabei, aber nur 2 schmerzen. Ja, die 2 gescheitern halt. Genau, der Film spielt dann hauptsächlich in einer Unterwasserstation, das eigentlich dafür da ist, dass man eben die Tiefsee erforscht und halt Wale beobachten kann und sowas. Zumindest ist das, was ich aus dem Film nur mitgenommen habe. Es gibt diverse Charaktere, auf die müssen wir, glaube ich, nicht so genau eingehen, weil eigentlich ist der Hauptcharakter, der viel, viel cooler ist, der Fisch. Ja, genau, ein kurzer Funfact zwischendrin. Weil du gesagt hast, Wale beobachten. Die Wale, die da kommen am Anfang, davor heißt der einer Gracie und der ist benannt nach dem Wal, den sie in Star Trek 4 holen, damit der mit dem komischen Ding kommuniziert. Was? Ja, du musst das gesehen haben. Das ist eine ganz verrückte Geschichte bei Star Trek 4. Den einzigen bekannten Wal, den ich kenne, das ist der Wozniak aus South Park. Ich hätte gesagt, dass wenigstens Free Willy hätte ich gesagt. Ein Willy von Free Willy hätte ich noch gesagt. Tanzt der auf seinem Mondschloss auf dem Mond? Nein. Ja. Echt? Unrated, ja. Okay. Ich hätte jetzt vielleicht schon eine Darstellerin erwähnt, und zwar das ist die Ruby Rose, und die schlafwandelt eigentlich so durch den kompletten Film, wie es auch durch John Wick schlafwandelt und durch ihr Batgirl-Serie. Die Dame kann man vielleicht noch kennen. Batwoman, okay. Ja, also wenn wir jetzt auf die Schauspieler doch eingehen wollen, ich glaube, da ist schon der eine oder andere dabei, den man einmal irgendwo anders mal gesehen hat, wie der Ryan Wilson zum Beispiel oder die Li Bingbing. Die warst echt so. Li Bingbing. Ja, ich weiß, da hab ich gestern auch schon drüber gelacht, mit meinem pubertierenden 12-jährigen Idiotenhumor. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, nicht.
Gut, aber wie schon gesagt, eigentlich würde ich ganz gerne mal auf den Fisch nochmal eingehen, weil was macht diesen Film für Mike zum Beispiel so herausragend, dass er sich merken kann, was der Jason Statham in dem Film eigentlich gemacht hat? Das macht doch eigentlich dieser Hai aus. Wenn man den einfach nur ununterbrochen filmen hat, dann wären das 113 Minuten purer Spaß. Oder, Mike? Ja, auf jeden Fall. Das war genauso, wenn man jetzt einen Godzilla-Film macht und nur die ganze Zeit auf den Godzilla draufhält. Das möchte man eigentlich sehen. Richtig. Also ich muss sagen, ich finde an sich, er ist irgendwie, der ist schon Spaß, er kann schon spaßig sein, aber man muss schon einige Augen zudrücken dann, bei dem Film, und dann, dass er Spaß macht, und er hat doch das, dass nicht ins R-Rating eingegangen sind, wo es ja aus finanzieller Sicht da schon Sinn gemacht hat, hat aber bei mir, da hätte er bei mir wesentlich mehr bewirkt, wenn er so in die Richtung wie Piranha 3D gegangen war, weil vor allem die Schlussszene, die hätte so viel Potenzial für eine fette Splatter-Orgie, aber da man das ein bisschen kinderfreundlicher hat halten müssen, geht für mich einiges an Spaß verloren, was der Film noch hätte bringen können. Wobei man sich fragt, also der Film ist FSK 12, wer geht mit seinem 12-jährigen Sohn oder mit seiner 12-jährigen Tochter in so einen Film? Wenn ich ein 12-jähriges Kind hätte. Echt? Du darfst dann sagen, ja, Falle möchte ich, dass du die nächsten Tage nicht mehr schläfst. Kim, wir gehen in so einen Film, wo ein riesiger Hai einen Wal fressen kann. Ich bin auch nicht sowas groß geworden, also bitte. Wobei es wieder was anderes ist, ob du das jetzt daheim anschaust am Fernseher oder dann groß auf der Leinwand. Also im Kino war ich jetzt auch vorsichtig, aber daheim kann man sich das sicher einmal, oder auch mit einem 12-Jährigen, da jetzt behaupten. Erziehungsmaßnahmen. Ja. Auch wenn die FSK sagt, dass der ab 12 geeignet ist, dann wird das schon passen, Leute. Ja, weil der Wille der FSK ist unantastbar, möchte ich fast behaupten. Genau, das darf ich auch sagen. Aber im Ganzen darf ich aber auch sagen, ich bin da beim Kani, der sagen, das ist richtiger Big-Budget-Trash mit tolle Schauwerte und ist ein richtiges Bombast-Kino, aber so, was dazwischen ist, da hapert es halt dann öfters einmal. Was ab und zu ein bisschen hapert, finde ich in dem Fall auch CGI. Ich hab mir mit meiner Freundin gestern nochmal angeschaut, und sogar die auf so etwas gar keinen Wert nicht gelegt hat, nebenbei mal gesagt, hat der im Kino auch teilweise so kreislig ausgeschaut. Dann sage ich, los an Jason Statham in Ruhe, und sagt sie, nein, ich meine den Hai. Auf alle Fälle. Boah, Kani, du bist so lustig. Ich weiß, wenn es einer fotzt, jetzt wieder, jetzt mich wieder schwatzen. Auf alle Fälle ist mir das da dann auch im Kino nicht so krass aufgefallen, liegt vielleicht auch durch das schummrige 3D, was man durch die hässlichen Bräune übersägt. Aber jetzt auf Netflix habe ich mir ab und zu gedacht, der hätte bei dem Budget von 130 Millionen ein bisschen hübscher teilweise ausschauen können. Also die Handlung ist es aber dann schon fast herausragend für das, dass die über 530 Millionen Boxoffice dann eingespielt haben, weil die Handlung ist für mich total austauschbar. Also eigentlich im Endeffekt, wie es der Mike vorhin schon gesagt hat, angenommen, du hättest einfach nur gesehen, wie dieser Hai auf einmal von der Tiefsee rauskommt und so random irgendwelche Boote angreift und zerfrisst und am Ende gegen Godzilla kämpft, das hätte ich um einiges lieber gesehen, wie jetzt den Film. Wobei ich sagen muss, eigentlich, er ist einfach was Nettes, was man so nebenbei laufen kann. Und vor allem der Schluss hat mir eigentlich schon gut gefallen. Ja, ich finde, weil du sagst, mit den Boote angreifen, da fand ich den Satz im Film ganz lustig, als es hieß, wir dürfen nicht näher ranfahren, anscheinend machen die Boote aggressiv. Warum sind denn scheiß Boote so viel aggressiv machen? Was hat er denn für ein Problem mit den Booten, das scheiß Hai? Ich muss aber gerade sagen, das Finale hat mich total aufgeregt. Das war so richtig Fast and Furious mit einem Hai. Das war schon wieder so drüber, und der Jason Statham als übermenschlicher Supertaucher hat es fast an Aquaman Konkurrenz gemacht, und ja, das war einfach so übertrieben, dass ich gesagt habe, wieso? Scheißegal, ob der 50 Meter Hai da drin umeinander schwimmt, der Jason Statham springt immer mit einem sauberen Köpf wieder rein und schwimmt umeinander. Geil ist er. Genau. Das hab ich gefeiert. Da möchte ich das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht auch nochmal ergänzen. Mir gefallen die Szenen mit dem Hai. Punkt. Also das mit dem, wie schon gesagt, für mich sind alle Charaktere, die da drin vorkommen, absolut austauschbar. Es baut sich irgendwie ja nicht so eine richtige Bindung auf, weil es aber nicht notwendig ist, weil es eigentlich um die geile High-Action geht. Das stimmt schon, ja.
Genau. Und wenn es da einmal wirklich Emotionen reinbringen daten, sprich, wenn einer stirbt, gefressen wird oder sonst irgendwas, dann hält das aber nicht an. Jeder emotionale Moment wird sofort wieder mit irgendetwas lustigen Brocher im Endeffekt. Also hast du nie die Zeit, dass die das berührt, weil du sofort die nächsten Lacher schon wieder da hast. Ist aber, glaube ich, das ist so eine Art Film, die wollen doch überhaupt keine Emotionen oder sonst irgendwas wecken. Die wollen doch nur, dass die ganze Zeit schäbert und der riesige Hai umeinander hupft. Was anderes wollen doch die gar nicht. Mein Problem ist halt immer, das Problem, was für mich der Mac hat, ist einfach der weiße Hai. Mit dem muss er sich oft messen lassen, wo ich sage, der hat das vor 45 Jahren schon saucool gemacht. Und nachher mache ich das für meinen Teil einfach unterbewusst, dass ich da oft sage, ja, da hat's ja auch geklappt. Du weißt schon, warum jetzt da nicht? Aber es kann schon sein, wie du sagst, dass die einfach eine ganz andere Priorität an den Film gelegt haben. Hast du dann wenigstens die schöne weiße Hai-Hommage gesehen? Diesen Alex Kintner-Verschnitt aus Asien? Ja, freilich, natürlich. Sehr schön. Wenigstens einer, der aufpasst. Bitte erklären. Und was mir übrigens auch aufgefallen ist die ganze Zeit über, dass, während der Film angelaufen ist und im Vorfeld und auch die ganzen DVD-Cover und Steelbook-Cover, der hat ein unglaublich schönes Werbematerial und die ganzen Artworks finde ich ganz stark vor dem Film. Nur mal so nebenbei. Das stimmt, ich hab mir auch noch bei einigen Postern mal gedacht, die sind ja so geil, mit so geil helle, bunte Farben. Das Wasser schaut so geil aus. Also entweder möchte ich mir das Poster ins Zimmer hängen oder ich möchte neben dem Hai in dem Wasser schwimmen. Was du aber dann wahrscheinlich nicht lang tust. Wahrscheinlich nicht lang, ja. Aber wobei, ich bin kein Boot und deswegen gehe ich anscheinend nicht auf die Nerven. Aber weil du ja gerade gefragt hast, Corby, bitte erklären, Alex Kintner ist das, glaube ich, sogar erste Opfer in der Weiße Hai, oder? Der junge Bub, der da am Strand da rumschwimmt und dann gefressen wird? Nein, nicht das erste. Das erste ist ja die Frau in der Nacht und der Bub ist aber der erste ja bei Tag. Also ich glaube, im Endeffekt ist er dann das zweite Opfer, oder? Oder, ja, kann auch sein. Und dann am Strand, wenn da sich das Finale von The Mac ankündigt, ist doch da der kleine Wammerl-Chines, der unbedingt ins Wasser reinmächt und das soll so eine kleine Hommage an den Alex Kintner sein. Der dann nach dem Angriff ganz gemütlich sein Eis weiter isst. Ja, genau. Und er denkt, wow, fuck, Alter, wie hätte ich gerne Eis, wenn ich so fette Haiattacken überlebe? Und dann denkt er sich, wow, geil, ich hab noch Eis. Jetzt weiß ich, wie ist es bei euch? Kennt jemand die Bücher? Die ganze Gaudi basiert ja auf 2 Romane, meine ich, was ich jetzt gelesen habe. Sogar mehrere. Das ist eine 8-teilige Reihe. 8 Teile. Der 8. Teil ist aber noch nicht erschienen, weil ich glaube, der letzte ist jetzt 2018 oder 2019 erschienen. Aber gelesen habe ich es auch nicht. Die geschrieben sind es vom Steve Alten. Also, ich habe das jetzt gerade eben erst gesehen, dass dazu Bücher gibt und habe jetzt auch gerade das erste Buch auf Wikipedia offen und sehe ein Buch mit einem Cover, wo ein riesiger Hai einen T-Rex frisst. Jetzt ist spannend. Ja, ich habe nämlich auch gehört, der Kumpel hat es gelesen. Und er hat gesagt, die Bücher sind tatsächlich noch übertriebener, als der Film schon ist. Kann das was damit zu tun haben, dass ein riesiger Hai einen T-Rex frisst? Kann das sein. Und die Haie sind in die Bücher auch durchsichtig, was sie damit erklären, dass sie ja da unter dem Marianengraben umeinander sandeln und alles dunkel ist und dann sind die Viecher unten alle eklig und komisch. Aber das war für die Computerfritzen ein bisschen schwer zum Animieren, darum haben sie ihm einfach diesen Look vom normalen Hai, weißen Hai gegeben. Der hat eine ziemlich lange Produktionsgeschichte, habt ihr das schon gelesen? Na. Den haben's also in ungefähr 20 Jahren ist das Ding schon geplant, ist dann irgendwie in der Entwicklungshölle gelandet, weil es, glaube 1995, 96 rum hat sich Disney den damals schon mal gekauft. Das wäre ein interessanter Disney-Film gewesen. Ja. Gibt's ja auch eine kleine Hommage an Findet Nemo, wenn der Jason Statham da hinschwimmt und so vor sich hin murmelt, einfach schwimmen. Dann ist dann die Rechte wieder zurückgefallen an den Steve, an den Autor der Bücher. Und also noch ungefähr Anfang der 2000er, dann 2005 hat sich New Line Cinema gedacht, mir ballert man das jetzt raus. Haben dann auch wieder nichts zerrissen, ist dann wieder zurück zu dem Steve und dann 2015 ist Warner Brothers gekommen und hat gesagt, also Leute, jetzt ziehen wir es wirklich durch. Ist da dann losgegangen mit der Produktion, da war ja erst der Eli Roth im Gespräch. Der ist aber dann aufgrund von, wie so schön heißt, kreative Differenzen, ist er dann wieder ausgestiegen, weil er wollte zwar 150 Millionen Budget-Ding außerhauen, wollte aber auch sein R-Rating drin haben und er wollte sogar die Hauptrolle selber spielen. Da haben sie dann gesagt, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz.
dann haben wir uns doch lieber für den John Turteltaub entschieden als Regisseur. So viel zu meinem Klugscheißen. Wie heißt der? Sag mir mal den Namen. John Turteltaub. Noch nicht ständig über fremde Namen. Oh Mann. Kann nicht jeder Meier Sepp oder Franz Meier heißen. Ein Schauspieler ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wo ich es schade gefunden habe, dass der schon so früh in dem Film abtaucht. Und zwar, das ist der Masi Oka, der den Toshi spielt. Und der Masi Oka, der ist bekannt als Hero von Heroes. Und den finde ich eigentlich immer ganz cool, den Schauspieler, wenn der vorkommt. Der kommt da bei Hawaii 5.0 vor. Ist das der Geschafft? Ja, genau. Ah. Ich hab beides nicht. Ich hab Hawaii 5.0 und Heroes nicht gesehen, also ich bin raus. Was, du hast Heroes nicht gesehen? Hoi. Ich hab bloß die ersten 2 Staffeln, muss ich sagen. Ja, eigentlich nur die erste Staffel ist gut. Ja, genau. Alles richtig gemacht, Herr Michaelis. Ja, aber ich glaube, also ab und zu hat man ja den Schauspieler schon mal wahrnehmen können. Der hat zum Beispiel einen Get Smart mitgespielt oder in dem letzten Austin Powers Film. Und den hast du bestimmt gesehen. Na, Du Lügner. was? In Death Note hat er mitgespielt, du hast ihn bestimmt auch gesehen. Hat er bei dem Netflix Death Note Film? Ja. War lecker. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, das ist mir anscheinend nicht aufgefallen. Ich sag den aber wirklich auch öfter und da muss ich jetzt mehr an Geschafft Dinger und dann denke ich mir, ach ja, das ist der aus Heroes. Aber mir ist wirklich, ich kann jetzt keinen Film sagen, wo der wirklich nur mal zum Singen ist, aber man sagt ihn öfter. Und drum hätte ich eben neben am Jason Statham eigentlich schon gehofft, dass der nur ein bisschen länger durchhält. Aber naja, irgendjemand Schwächliche Pussy hat es nicht geschafft. irgendjemand muss das erste Haiopfer werden. Das stimmt. Und wenn wir schon bei Figuren sind, ich fand Rainn Wilson, da fand ich die Anekdote ganz lustig, dass er ja der Fischjunge aus Haus der 1000 Leichen ist und hier dann zu Fischfutter wurde. Haha. Aber wobei der irgendwie komisch ist in dem Film. Also Haus der 1000 Leichen hast du gesehen, aber Heroes nicht. Ja, du, das sind ja mal ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Das sind aber Weltgrund dazwischen, würde ich fast behaupten. Da schauen wir lieber mein restliches Leben weiter in Haus der 1000 Leichen nur, als auch nur eine Folge Heroes. Oh, jetzt tust du der ersten Staffel aber echt Unrecht, gell? Ja, okay. Das ist wie die erste Staffel Prison Break. Das ist wirklich gut, aber danach ist einfach Kacke gekommen. Habe ich mir auch nicht angeschaut, das hat mich auch noch nicht gezogen, das Prison Break. Ist auch gut. Aber jetzt haut's ab mit deinen komischen Empfehlungen, die mich nicht interessieren. Gehen wir mal lieber weiter mit dem Mac. Und zwar, da das ja 8-reihige oder bald 8-reihige Buchreihe ist, fragt man sich natürlich, wie schaut's mit dem Teil 2 aus? Und da der Film sich auf 530 Millionen, wie du vorher schon gesagt hast, im Box-Office hochgeschwommen hat, ist ein Sequel nicht ausgeschlossen. Mittlerweile ist, glaube ich, sogar 2019 angekündigt worden, dass sie jetzt an einem Drehbuch arbeiten. Und ich bin gespannt, wie dann die Einflüsse vom chinesischen Markt sein werden, weil das ist ja, der erste Teil war jetzt schon eine chinesisch-amerikanische Koproduktion und hat allein 150 Millionen über den asiatischen Markt damit nochmal einsparen können. Ich bin gespannt, ob man dann bei Teil 2 weiter in die Richtung geht und sagt, wir machen das Ganze noch mit mehr asiatischen Einflüssen, womit ich kein Problem hätte, weil ich asiatische Einflüsse im Film eigentlich ganz amüsant finde. Ich mag die in einer Art. Geschafft! Die Folge ist jetzt vorbei, ich hab das geschafft. Oh Gott, wie soll das jemals irgendwas Professionelles werden? Das wird unsere beste Folge, ich sag's dir. Aber hallo. Gut, nachdem wir jetzt schon sehr viel über die Handlung, über die wunderbaren Charaktere gesprochen haben und über den Hai, der da zufällig auch in dem Film vorkommt, da die sagen, kommen wir zu unserem allseits beliebten, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen. Und heute darf anfangen ich. Und zwar, was mir gefallen hat, der Hai, den fand ich super. Ich mag einfach riesige Haie und hat mir wieder so ein bisschen an Godzilla erinnert, nur dass er eigentlich das Wasser nie verletzt, sondern einfach im Wasser drin bleibt. Und ja, war voll geil. Was hat mir nicht gefallen? Ja. Mit den Charakteren habe ich leider nicht so viel anfangen können. Und wie es der Mike vorhin auch schon gesagt hat, das Ende ist leider ein bisschen verhunzt dadurch, dass sehr unrealistische Taten vollbracht werden. Mehr sage ich dazu nicht, weil sonst müssen wir wieder einen Spoiler-Alarm raushauen. Passt. Dann mache ich weiter.
Und mir hat gefallen der Twist in der Mitte vom Film, auf den gehe ich jetzt auch nicht näher ein. Jeder, der wo den Film gesehen hat, der weiß, was ich meine. Und jeder, der wo es ihn anschauen möchte, der weiß dann, was ich meine, weil das eigentlich ziemlich cool ist, was da dann zum Sehen ist. Ja. Und jetzt komme ich mit, ich habe mir jetzt gerade gedacht, was hätten der Film für einen Twist gehabt, aber jetzt weiß ich, was du meinst. Passt. Und was mir nicht gefallen hat, ja, das Zwischenmenschliche, die Charaktere an sich, das war hübsch blass. Und ja, lieber nur ein Hai, das klang mir fast. Okay, und ja, mir hat auch die High-Action bis zu der Mitten und so, das war alles, auch bis zu diesem besagten Twist, war alles saugeil, das hat mir gefallen. War lustig, ich fand das auch gerade so lustig, dass dieser Jonas Taylor in dem Film einfach so geil übertrieben mutig ist und scheißegal, was da für Viech rumschwimmt, er springt immer ins Wasser rein. Das war so überzeichnet dumm, dass es schon wieder cool war. Und ja, was ihm angreift, ist auch dieses Fast and Furious Action-Finale und das ab und zu ein bisschen komisch ausschauende CGI. Aber alles in allem, da ich sagen, ist es ein amüsanter Sommer-Blockbuster gewesen, den man sich mal anschauen kann, ohne dass man sich danach denkt, oh Gott, was habe ich jetzt gerade mit meiner Zeit verplempert. Genau, ungefähr das Gleiche. Kann man ja auch nicht über unseren Podcast sagen, weil damit verplempert man nie die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagt uns, was wir uns als nächstes antun sollen. Mac haben wir uns natürlich gern angetan, vor allem der Mike, der total begeistert war vom grandiosen Schauspiel von Jason Statham. Und Ruby Rose. Und die Li Bingbing, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die gute. Und genau, wünschen euch bis zum nächsten Mal viel Vergnügen und hört weiterhin den besten Podcast der Welt. Genau, und deswegen wie immer fett teilen, liken, Daumen hoch und was man alles so tut. Wir werden es immer wieder sagen, damit ihr es ja auch nicht vergisst. So schaut's aus. Dann bis zum nächsten Mal. Fit gleich. Servus. Ciao.